Wer ist gewesen der erste englischredende Amerika-geborene Rebbe in der chassidischen Welt? Der Bostoner Rebbe, Levi Yitzhak Horowitz, was ist nifter geworden nur mit ein paar Jahren zurück. Für was der Monich als ein Fakt? Es kommt an entfernt, abzuspiegeln die Egnartigkeit von der jiddischen Kehille in Boston, Massachusetts. Wir stehen jetzt vor die Tür von dem New England Chassidischen Center in Brooklyn, öfter die wichtigste Gegend von Yiddish Boston in den letzten Jahrzehnten. Anheb des 20. Jahrhunderts ist Rebbe Pinchas David Horowitz, ein Geborener in Jerusalem, rübergekommen Boston und gegründet da sein Häuf, später bekannt zu lieb Kirev, der Haupt mit den College-Studenten schon früher von Chabad. Und jetzt sind die Bostoner Chassidim verspreit nicht nur da, aber auch in New York und in Israel. Also wir sind daheim. Viel Kind und ich hätte Platte mit einer großen Schmeichel und Shalom Aleichem. Das ist auch professional in the colleges. Wir sollten kommen da, wie sie die Kehilla, sie lernen in Harvard, in Cambridge, in Boston University. Lass mir sich ein bisschen bekennen mit der Stadt, jetzt vertieft in Winter. Als man will hören ein jiddisch Wort und essen jiddische Macholim, verkehrt man in Coolidge Corner, Harvard Street, Brooklyn, ein Gas mit guten Bäckereien, Delikatessen und jiddische Geschäften. In Newton, Lexington und Cambridge leben euch nicht wenig Landsleid. Amol sind die zoffendicke und meirevdicke Teilen von Stadt gewähnt jiddische Gegenden und nach dem Dorchester, Roxbury und Mattapan. Also geht es in Amerika mit beid Keseder die Gegenden. Ich bin geboren geworden in New York, schon 2 Jahrhunderte zurück. Und ich bin gewesen ein Computerprogrammierer, schon nach 8 Jahren, aber mit 1,5 Jahren zurück bin ich pensioniert. Ich habe mehr Zeit für die Ähnlichkeit und für Schreiben und für Lernen und Sitzen und tun gar nicht durch. Die Mama mit Boben haben geredet Jiddisch und in den Kinderjahren habe ich gar nicht kein Interesse darin, aber in die späten 90er Jahren, etwa 96, ich weiß nicht für was, aber noch einmal habe ich sich interessiert in Jiddisch. Die Jiddischkeit in Boston ist nicht so tuig wie in New York, aber es ist voran ein bisschen. Arbeiterring hat Redes, aber die Tag weniger. Schmueskreis, 3 Lehenkreisen, Winkeln von gar anderen Madriges. Einer ist mehr redet nur Jiddisch, und die andere mehr hat allemal geschrien, nur auf Jiddisch, nur auf Jiddisch. Das ist der Hobby auf Jiddisch. Ja. Die Einiglich haben gemalt die Hillebilder. Das ist 300 Seiten. Die ganze Meiste, der Lord of the Rings ist 1200, meine ich. Aber ich kann anheben mit einem Buch, nicht die alle 3. Ein Freund, ein Blitzpostfreund von meiner, haben sich zugeschrieben einmal, er hat vorgelegt, oder Lord of the Rings oder Harry Potter. Habe ich geschrieben, die Harry Potter, der Leute nicht leid und ich warte noch. Spezifisch mit Tolkien dachte ich, dass es sind voran spezielle Probleme bei einem Übersetzer. Zwei haben mir Sorgen gemacht. Die Lieder, was Grammen. Dafür sind die übergeschrieben, nicht nur übergesetzt Wort für Wort. Und 8, 9 Mal übergearbeitet und schöner Soft. Genug ist genug. Mehr interessant von Linguistik-Guckwinkel, die Trollen, die Trolls, die Steinleit. Sie haben geredet auf Englisch wie Cockney. Du lernst Jiddisch in Harvard jetzt. Ja. Wie geht es mit Jiddisch in Harvard? Es geht gut. Wir haben 6 Studenten im ersten Jahr, was ist mehr wie ein Jahr früher. Und 3 im zweiten Jahr, was ist eine Sache mehr wie ein Jahr früher, weil in einem Jahr früher ist nicht gewesen kein zweiten Jahr Klasse. Ich kann nur reden wegen der Zwiebel in Harvard, was ist stark.
Wir haben öfter 7, 8 graduierte Studenten, was arbeiten mit Jiddisch und wir alle seien Chaveren und wir reden zusammen auf Jiddisch und wir lernen die alle arbeiten, was man schreibt und es ist sehr nett. Aber wir sind sehr zerschält von die anderen Swivas, von die Einwohner von Boston und von Somerville und von Medford. Wir reden sehr selten mit sie und das ist Taka Schott. Von Dissertatie? Ja, es ist nicht so interessant. Ich habe geschrieben wegen Schreibers, wir sind sei Prosa-Schreibers und sei Kritiker. Und wir sie haben getracht wegen Literatur wie Begriff und wie es hat beeindruckt ihre Schaffungen. Und es ist ein Proof zu schreiben wegen dem Thema von Fiktion, Bechlal. Und für was nutzt man Literatur? Es halten werden stärker, weil jedes Jahr kommt an neue Jiden, was willen machen, was willen leben wie Jiden, was willen machen Armenien oder. Die kommen an von anderen Ämtern für graduierte Limudin, aber sie bleiben. Und sie wollen wohnen wie Jeden da in Boston, wie sie haben gelebt in New York Stadt oder in Chicago und anderen Städten. Also speziell in Cambridge und in Boston ist es sehr stärker. Noch im mitten 19. Jahrhundert, wenn 40.000 Jiden haben gewohnt in New York und nicht wenig in Philadelphia, Cincinnati und andere Orte, ist Boston geblieben abgesondert von dem Hauptstrom von jüdischen Leben, nur eine Bevölkerung von 1000 Jiden und nicht kein stabile Schulen. Aber dennoch sind plötzlich sich zu neu gekommen in Stadt ein Schlau mit misrach-europäischen Immigranten. Ein Stadtrayon mit 250.000 Jiden sind die Zusteuers von Bostoner Jiden besonders imposant. Gedenkst als da in der Vorstadt Waltham ist gegründet geworden der berühmte weltliche Universität bei den Amerikanern Jiden, Brandeis, wo mein Tate hat sich einmal gelernt. Andere wichtige Institutions, die erste Büro von jüdischer Bildung und die erste jüdische Föderation im Land, sind etabliert geworden von Bostoner Jiden in derselben Zeit. A viele etliche Menschen gut bekannt wie New Yorker haben gestammt oder gelebt Tage in der Higer Kehille, bis euch Leonard Bernstein, Michael Bloomberg, Harav Yosef Soloveitchik. Kein Meure für die Zukunft da in jüdischen Boston darf man nicht haben, keine Hörer. So lang wie es blieb, als verscheid minig jüdisch Leben auf die Bostoner Gassen.